Guten Abend aus Straßburg, guten Abend Herr Görenz. Guten Abend. Letzte Woche also dann Deutschland ziemlich heiß hier gegangen, wie dann so können die übersetzen. Die das wie wehrt, den Horst Seehofer, den Innenminister und Angela Merkel, Bundeskanzlerin, haben ein großes Problem an ihrer Union. Dabei geht es größtenteils um die Situation von Refugien. Die hat letzte Woche 100,7 gesagt, es wäre eine künstlich herbeigeführte Krise. Können Sie das noch erklären? Ja, das ist eine künstlich herbeigeführte Krise, weil wir dürfen am Anfang nicht über Flüchtlingskrise schwätzen, weil ein paar Sachen gehen klappen. Erstens der gemeinsame Schutz von den Außengrenzen. Da geht Griechenland, Italien, die terribel betroffen sind, davon praktisch längerlos. Bis zum anderen, nachdem dat Frontex abgestockt ist, in Zukunft da bis zum anderen, weil Frontex dann nach mehr Moyen kriegt. Und dann innerhalb der Europäischen Union, weil man davon ausgeht, dass die Leute sich abhalten, die sich dürfen abhalten, da müssten die auch so verteilt gehen, dass die Letzten nicht Einzelländer geben, überfordern. Griechenland kann in seiner aktuellen wirtschaftlichen, sozialen, budgetären Situation nicht länglosen und schon nicht überfordern. Dasselbe gilt für Italien. Egal wie die Regierung da ausgesehen ist, das nicht an der Reihe. Es ist lamentabel, dass die quasi längerlos gehen mit den Letzten. Eigentlich als Italien länger und dann Griechenland. Für uns 2 Jahre Deutschland. Es kennt Jitfried eigentlich und 3 dass der längerlos geht. Für so einfach, wenn sie alle gehen so, für das man nicht mehr lang bleiben, verdelen wir die Chargen und zwar so, dass sie keinen überfordern, am Rücksicht auf die, die nicht so gut drin sind und nicht an einer Leistung, wo sie das packen. Und so gesehen ist das hier eine Krise, was keine Krise darf sein, wenn es ein Minimum von Ehregefühl und Solidarität zu bringen. Ein Propos, die auf dem Sommet von letzter Woche zu Brüssel zurückbehalten wurde, ist, dass in Zentren an nordafrikanischen Ländern installiert, in anderem mal Libyen. War das Ihre Meinung dazu? Ist das von einem Human Rights Point of View problematisch? Es wird von einem Menschenrechtswinkel ausgesehen problematisch, wenn ich keine Vorkehrungen treffen, dass die Menschenrechte respektiert werden. Und in dem Sinn, wie die Europäische Union aber gesagt hat, mänglich jedenfalls verstanden zu haben, dass die Zentren, egal wo sie sind, gegen so organisieren, dass den UNO-Rat für Flüchtlinge könnte man leben, wie das an der Reihe. Ich meine, von den UNHCR, was die Instanz ist, die darüber zu befassen hat, damit d'accord wird, da wären die Bedenken jedenfalls zu einem ganz großen Teil ausgeräumt. Ich hoffe, dass das so gemerkt wird, dass egal ob die Leute an der Europäischen Union sind oder außerhalb der Europäischen Union, überall da, wo europäische Kompetenzen tangiert gehen oder wo die Europäische Union mit an einem Deal dran ist, da muss sie gucken, und das ist absolut prioritär, dass dort Menschenrechte respektiert werden. Das Woche waren am Parlament Sebastian Kurz, der Bundeskanzler von Österreich, und auch den Morawiecki, polnischen Premier. Beide haben sich echt skeptisch geäußert vis-à-vis von einer gemeinsamen europäischen Flüchtlingspolitik. Wie habt ihr die Reden von den 10 verschiedenen Männern angeschaut? Sie artikulieren heute, an dem sie das doch noch ein bisschen abwickeln, was sie daheim viel mehr deutlich sagen. Sie sind am Anfang gegen alle Elan für Solidarität. Und sie haben alle 2 an puncto bessere Kooperation zwischen den Partnern an der Europäischen Union noch vieles abzuholen. Den einen mehr wie den anderen, mit allen 2 noch ganz viel. Was können Sie machen für Länder zum Beispiel wie Polen, die mittlerweile ein urges Problem zu haben mit einem Rechtsstaat, dazu zu encouragieren, sich heute zu beteiligen? Es muss einmal durchkriegen, dass die Europäische Union bei den Leuten, bei den Ländern und auch bei ihren Bevölkerungen, dass die Europäische Union kein Selbstbedienungsland ist, Selbstbedienungsland, dem muss auch nur gefüllt gehen, die da wollen schüss Verwährungen und nicht bezahlen. Das geht nicht. Konträ kriegen noch viel mehr raus, wie sie rangehen. Und die müssen können merken, dass wir durchsetzen, dass die Länder, die Solidarität praktizieren, auch können an den Benefis von Solidarität kommen. Solidarität ist immer ein Movement, das in 2 Richtungen geht. Verschiedene so behält wie Polen immer keine Europäische Union mehr. Also haben wir in 20 Jahren dir geklappt, wir können Member zu geben von derselben Stadt. Eben gerade für die Zeit, wo kein Rücksicht auf sie geholt hat,
an der rund zu lassen, lo wie der Wort moment fir Konsequenzen an sich zu behöllen vis wie von den anderen, wie die anderen sich schlagen wie von hinnen wollen. Sonja Schimmelsmerzi. Schönen Abend.